Ja, liebe Närrinnen, liebe Narren, jetzt kommt jemand zu uns, der hat bisher immer über Saarländer berichtet, die erfolgreich in die Welt gegangen sind. Er hat auch sehr viel von der Pelzer drauf, ne? Das Lied Pelzer sind auch nur Menschen. Aber wir wollen jetzt nicht über die Grenze hinausgehen, über die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn. Die Pelzer heute Abend, sie brauchen nichts zu befürchten. Schön, dass noch daherkommen Sie, wir brauchen nichts zu befürchten von ihm. Er hat ein neues Thema. Es wird ja dieses Jahr im Saarland ein Riesenereignis geben. Das ist ein Thema. Wer kommt zu uns? Die Gitarre steht bereit. Der Mann mit der roten Jacke, mit dem schwarzen Hut. Auf die Bühne mit unserem Schorsch. Ladies and Gentlemen, Señoras, Señoritas, meine Damen und Herren, liebe Saarländer, liebe Wackes und liebe Pelzer, come on! Im tiefen, tiefen Westen unserer Bundesrepublik lebt unser Volk schon, wir sind die Allergrößten, weil wir sind alle gar ein bisschen verrückt. Hey, wir leben friedlich all miteinander und wir schwätzen furchtbar platt. Wir sind die Urpilz-Indianer aus dem Stahl- und Kohlereservat. Hey, alles klar, alles sah, hey, Lomolo, Savoir vivre auf höchstem Niveau. Heute unterdrücken wir ab wie die Sau. Wow, wir kommen zur Saarlandschau. Hey, heute unterdrücken wir ab, hey, wow. Willkommen zur Saarlandschau. Alle hoch! Geht's euch gut? Sind ihr gut drauf? Sind ihr fit? Ob ihr fit sind? Ja, Leute, wir müssen fit sein im nächsten Jahr. Denn es kommt dieses Jahr ein riesiges super Ereignis auf uns Saarländer zu. Ihr werdet es nicht glauben, da sind wir alle mordsstolz. La 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 la. Genau, die Tour de France kommt in Saarland. Eine Riesennummer, ne? Dass wir kleines Land dieses große Ereignis ringeholt haben. Die anderen sind ja mittlerweile richtig neidisch auf uns. Drumherum, die Pelzer sind furchtbar neidisch, dass die nicht die Tour de France. Ach, da hucken Sie hier, unser Pelzer aus Rotalbe. Hallo, ich grüße euch. Wow. Geht's euch gut? Ja. Ich meine, ich weiß, die Pelzer sind neidisch, dass sie nicht die Tour de France gehört haben, ihr Lieber, aber ich meine, die kennen nicht so gut Französisch wie wir Saarländer, ne? Die wissen ja noch nicht immer, was Trott war auf Französisch ist. Frau mal, Pelzer heißt Likör oder Lakör, weißt du, was der sagt? Likör. Aber ja, gute Pelzer, keine Angst, ich lasse euch halt um den Ruhe, ich habe mir Erfahrungen gemacht mit den Pelzerwitze. Gerade noch zuletzt so auf der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, also zwischen Waldmoor und Homburg. Bin ich in so eine Bar gekommen, ihr Leid, haben gesagt, hallo, ich kenne einen saugeiler neuer Pelzerwitz, wollen wir mal hören? Ja, das ist der Wirt, so ein Bär von Mensch, ist auf mich zugekommen, hat sich vor mich gestellt und hat gesagt, horch mal, mein Guter, siehst du denn eine schwarze Karategürtel hinter an der Wand hängen? Das ist meiner und ich bin Pelzer. Siehst du der kräftige junge Mann da am Barhocker hucke, der mit der Tätowierung auf dem dicken Oberarm? Das ist mein Bruder, der Saarpelzer. Und siehst du den alten Mann da unten am Tisch hucke, der mit der Narbe quer übers Gesicht? Das ist mein Vater, der war bei der Fremdenlegion, der Saarpelzer. Bist du sicher, dass du jetzt immer noch deinen Witz erzählen willst? Oh, habe ich gesagt, nö, ich lass lieber bleiben. Ich habe keine Lust, den Witz hinterher noch mal dreimal erklären zu müssen. Ja, alles klar, Herr Pelzer? Heute Abend an der Schonzeit. Es geht nämlich nicht um die lieben Nachbarn in der Pfalz, sondern um die lieben Nachbarn in Frankreich. Es geht um die Tour de France und da sind wir Saarländer jetzt ganz verrückt drauf. Ne? Die Saarbrücker Zeitung berichtet schon seit Tagen auf der Titelseite. Oh, und überall lernen sie jetzt Französisch. Überall, ne? In der Landesregierung die ganze Minister. Jeder erzählt, ich kann Französisch. Je peux français. Da schwirren dann die dollste Vokabel in der Luft herum. Ne? Tout le monde, der Vollmond. La Poésie de la Fenêtre, die Fensterdichtung. Le Bon Café, der Bohnenkaffee. Fatigué, Vater, hau ab. Oder C'est magnifique, Manfred war das Schwein. Ja, ja, die lernen ganz schön, ne? Die hören sich ja dann so in den Ministerien ab. Letztlich haben die saarländische Sport- und Innenministerin Kramp-Karrenbauer mal gefragt, was heißt denn Le Boulevard? Sagt die, der Boulevard da. Das ist ja genau ihr Ressort, ne? Die ist ja dafür verantwortlich bei der Tour de France, für die innere Sicherheit.
Und ja Leute, da darf ja nichts passieren, ne? Innere Sicherheit, das muss hier also klar gehen. Da darf es keine Skandale geben. Der Saarländische Rundfunk überträgt ja über Satellit das ganze Ereignis in den letzten Winkel der Erde. Da müssen wir uns gut verhalten, da müssen wir wirklich glänzen im Saarland. Da darf es keinen Dopingskandal geben. Ich meine, mit dem Doping wird ja die Tour nicht durch das saarländische Drogenzentrum Haschborn durchgeführt, ne? Die müssen drumherum fahren, über Eppelborn. Das wird ja zu Ehren von unserem saarländischen Ministerpräsident Peter Müller, wie es am rollende R. Brad Pitt genannt, wird das dann in Pittsburgh umgenannt, ne? Ha. Ja, keine Doping, kein Skandal. Nee, die Polizei ist dazu angewiesen, locker damit vorzugehen. Die sollen nicht in die Quartiere von den Sportlern so indringen, wenn irgendwas läuft und rufe Hände hoch, so brutal. Die sollen das ganz locker machen, ne? Rinkommen und die Verhaftung muss endlich singen. Ein singender Verhaftungsbefehl, das geht so. Und jetzt die Hände zum Himmel, komm, lass uns fröhlich sein. Wir klatschen dicht zusammen und keiner ist allein. Das macht euch Spaß. Und jetzt die Hände zum Himmel, komm, lass uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Yeah! Ja, genau. Das ist eine Riesensache mit der Sicherheit. Das hat die Annegret Kramp-Karrenbauer, ist das ein Name, ne? Kramp-Karrenbauer. Da verschluckt sich der Brad Pitt laufen die Zungen, ne? Die haben den Brad Pitt letztlich gefragt, ja, was wäre denn, wenn die Kramp-Karrenbauer ausfallen tät? Da hat der Peter Müller folgenden Satz fehlerfrei gesagt. Wenn das Annegret Kramp-Karrenbauer krank geht und eine Kramp in den Knie kriegt, kann gerade kein Krankenschwester kommen und eine Kaltkompress machen, da kennt das Annegret Kramp-Karrenbauer gratis mit dem Rotkreuzkarre ins Rotkreuz-Krankenhaus gekarrt geben. Fehlerfrei hat der das. Also ihr merkt, die innere Sicherheit ist bei uns in guten Händen im Saarland. Verpflegung ist auch kein Problem. Wir sind ja das Land des Savoir-vivre. Und wenn dann die ersten Inspizienten ins Saarland kommen und mal gucken, was es hier zu essen gibt, da gehen wir mit denen mal typisch saarländisch essen. Wo gehen wir dann hin? Nach Frankreich, genau, ne? Weil die Waggese, die kochen sau gut, ne? Die lothringische Küche ist ja bekannt unter dem Namen La Quiche Lorraine. Und weißt du, warum die Waggese so gut kochen? Weil die jeden Mittwochnachmittag nach Saarbrücken einkaufen gehen. La 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 la. Was ich wohl wieder Mittwoch heute holen wir uns Zeit. Ab ins Auto und Montaba über die Grenze gefahren. Vorbei am Cora und Attack, wir haben noch deutsches Geld im Sack. Heit ich Wackes Invasion, dort drüber an der Saar. Oh, Supermarché und jetzt alle. Ja, im Karstadt parken wir dann dir an dir und mit ein bisschen Glück, da passt das Smartrad in die Lück, auf der Wilhelm Heinrich springt. La 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 la. Im Grunde ist es ja ganz egal, ob Hela, Zebra oder Real, findest überall alles gleich im deutschen Supermarktregal. Im Aldi ist die Milch auch ein kleines bisschen billiger, billiger wie im Plus, Rienne war Plus. Und alle, oh, Supermarché, hey! Ja, schön. Wenn wir jeden Mittwochnachmittag mit dem Peugeot nach Saarbrücken fahren, da singen wir «Oui, c'est la vie» en Supermarché. Da singen wir «Oui, c'est la vie» en Supermarché. Oui! Supermarché! Wow! Ja, Leute! Die kochen wirklich klasse in Frankreich. Machen aber nicht den Fehler wie die vielen Fahrradfahrer, die jetzt die ganze Etappe abfahren und Männer, sie kennen sogar noch den Treidelpfad entlang der Saar zum Tour de France Weg machen. Ne? Die fahren dann immer samstags mittags rüber mit dem großen Ziel, wir fahren heute nach Frankreich. Da sind sie noch 5 Minuten, sind sie schon dort, lassen sich fertig wie sie sind in der erste beste Plastiksessel an der Eglise darin fallen, fressen das ganze Brot vom Tisch, saufen einer Rossi noch andere, einer Ricca noch andere, um 12 Uhr sind die so stark, dass sie meinen, sie müssen jetzt noch was essen. Da sagen die, oh, Madame la carte, s'il vous plaît. Da sagt die, es ist all, es ist fermé, es gibt nichts mehr. Rien de rien. Non, rien de rien.
blühende Kartoffelgratin, de vin rouge, ja der ist all weggesoffen, oh, tout ça m'est bien égal, oh non, rien de rien, oh non, es gibt ja nichts mehr vom Ragout-Fan, oh, die Bouillabaisse, das ist alles weggefressen. Oh, nix mehr Fromage und kein Brie. Oh, leg mich an, oh, c'est la vie. Vive la France! Ja. Das ist die evangelische Art dahin, so. Hungerhammer, Hungerhammerlo. Ich sing jetzt drüber. The Lion sleeps tonight. The Lion sleeps tonight. Echt auf Saarlandscheid nach, bleibt die Leona im Kühlschrank. Sing dabei weiter, laut, Hungerhammer. Ich sing da weiter drüber. In der Kammer, der Hammer war mal Leona Hammerlo. Ja, hat die Mama nicht in der Kammer noch einer Ringel und alles zusammen. Hungerhammer. Jawohl. Schön weiter singen. Ja, lauter. Kommt mir ein Lied vor nachts um 11 Uhr Hungerhammer zu singen, ne? Ja, Hungerhammer, Hungerhammer, da. Hat er schön gemacht. Ha, super. Ja, aber keine Angst, bei der Tour de France bleibt der Leona nicht im Kühlschrank, da kommt der Leona auf unser saarländisches Kultgerät. Wir sind ja nicht das Land der Dichter und Denker, wir sind das Land von Urpilz und... Jawohl, der Mensch denkt, Gott lenkt, der Saarländer. Richtig. Und deshalb stehen an der Tour de France am 8. Juli von Perlnennig bis zur Brecke Heuduckstraße alle 500 Meter Leona-Schwenker. Wir sind ja schließlich das Leona-Land Nummer 1, ne? Seit Weihnachten läuft in den Kinos erfolgreich der Film über die saarländische Leona-Industrie, der Herr der Ringe. Ja. Das glaubst du aber, das wird immer weiter verbreitet. Weil wäre es auch das letzte Land, wie es geht. Ne? Und bei der Tour de France wäre es all über Satellit ziehen, wie man das macht mit Leona-Schwenke. Ne? Man schwenkt sich schon fast in jedem Land auf der Welt. Ja Leute, in Russland wird jetzt auch geschwenkt. In Russland, die haben keinen Leona, klar, die haben Putin-Schnitzel. Und Kremlkuchen als Nachtisch. Und in Russland hat nicht jeder einen Schwenker. Wer keinen Schwenker hat in Russland, der geht zum Nachbarn und lehnt sich einen. Kommt mit Schwenker zurück und sagt, schau mal, ich Leningrad. Oder hat Schwenker geklaut, kommt zurück, sagt, schau mal, ich Stalingrad. Und dann haben die immer viel Wodka. Die brauchen Wodka, damit der Wodka in die Glut fällt, damit die Glut gut brennt. Und der Rest Wodka wird aus Flasche gesoffen. Da kriegst du kein Glas in Russland. Wenn du in Russland bei Wodka saufen fragst nach Glas, heißt es gibt kein Glas. Glasnost. Und wenn dann der Schwenker so schön schwingt und die Glut so schön glüht, da singen die uralte, schöne russische Schwenkerlieder. Ist nur ein Stickel drauf, yeah. Ist Kalinka vor die Schwenker in Geschlafen, yeah.
Und so hat der saarländische Schwenker seinen Siegeszug über den ganzen Ostblock gemacht, ging von Russland bis nach Rumänien. Und liebe Freunde, in Rumänien hat Peter Maffay ein wunderschönes Lied über Liebe und Schwenker geschrieben. Da macht das Publikum immer den Refrain mit. Und der Refrain geht so. Biu, biu, biu. Und jetzt alle den Refrain mitmachen. 2, 3. Es war ein schöner Tag, der letzte im April. Da sah ich sie saß allein vorm Schwenkergrill. Der Grill lag unberührt am Ufer von der Saar. Sie hatte Riesenschwenker, doch es war kein Ständer da. Und da kam Trafi Deutscher. Weine nicht, wenn der Schwenker bricht. Dam, dam und alle. Jawohl. Der Papa macht ein Eier auf der Mittagsschicht. Dam, dam, hey. Dam, dam, 2, 3, 4. Marmor, Stein und Eisen bricht. Aber unser Schwenker nicht. Alles, alles geht vorbei. Doch wir sind uns treu. Nimm den Leona-Ring von mir. Bist du hungrig, dann sagt er dir. Nee, nee, Ham, Ham und alle. Marmor, Stein und Eisen bricht. Aber unser Schwenker nicht. Alles, alles, alles geht vorbei. Doch wir sind uns treu. Once again, oh baby, Marmor, Stein und Eisen bricht. Aber unser Schwenker nicht. Alles, alles, alles geht vorbei. Doch wir sind uns treu. Alle! Danke! Tschüss und auf Wiedersehen! Ja, das war's. Wir kennen George Seitz. Er hat auch so eine super Stimmung gemacht, deshalb die eindeutige Frage, wollen wir Zugabe haben? Alle hopp, das ist doch, komm George, darfst du schnell einer trinken, das gehört doch dazu. So, ich denke, das war doch eine klare Entscheidung, wer so viel Stimmung macht, der hat sich das auch entsprechend verdient. Er hat natürlich was drauf, das ist also vollkommen klar. Deshalb noch einmal George Seitz. Okay, das singen wir. Unser saarländisches Kultlied, ihr kennt es alle. Jo, wir haben gespielt, am liebsten nur im Dreck. Ah, jo, wir haben gespielt, am liebsten nur im Dreck. Und wo der Dreck am dicksten war, sind wir nicht mehr weg. Ey, wunderbar, kennt ihr das? Klasse. Das ist ja das Lied, das man mittlerweile in der ganzen Welt kennt, seit vor 2 Jahren der amerikanische Superstar hier auf der Bühne war. Und ich finde es Wahnsinn, ganz toll, dass die mir nicht so weder Kosten noch Mühen gescheut hat, auch dieses Jahr diesen Superstar wieder hierher zu holen. Ihr kennt ihn alle, das ist der berühmteste amerikanische farbige Sänger, der jemals mir handgespielt, am liebsten nur im Dreck gesungen hat. Ihr kennt ihn alle an seiner typischen Handbewegung. Genau, es ist Michael Jackson, die kleine Drecksau ist heute Abend wieder hier. Ich merke, ihr habt keine Probleme mit der Handbewegung, oder? Ich mache einen Test, dann weiß ich, Michael darf singen. Wenn ich im linken Arm so wedle, was ist das? Das linke Ohr vom Elefant, ne? Wenn ich im rechten Arm so wedle, was ist das? Genau, da brauche ich euch der Rüssel, ja nehmen Sie Zeier. Okay,
Und hier ist er auf der Bühne, der wir sind jetzt so heute Abend. Michael Jackson mit mir gespielt am liebsten nur im Dreck. I love you. Wenn man zurückdenkt, mir war es so klein, als Bube eine Galge strickt, als Mädel nie allein. Was haben wir nicht angestellt? Die Bube, die mäht, der Fritz, der Christian, es Liz, es Kat, es Great. Wir haben gespielt am liebsten, immer nur im Track. Und wo der Track am dicksten war, da sind wir nicht mehr weg. Thank you. I love you. Goodbye. Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Eine Spitzenleistung, Chance Salz. So, darauf geht natürlich eine Rakete. An die Gewehre, Tempo 1, Tempo 2 und Tempo 3 und Tempo 1, Tempo 2 und Tempo 3 und Tempo 1, Tempo 2 und Tempo 3 und ein dreifaches Abrücken, alle!